Kölleriffer, eine Woche Sandstrand, der 4. und letzte Teil unseres Saisonrückblicks. Und das ist der Saisonrückblick von 2 Kölsch. Ja, Leute, der Tag ist richtig gut vorangeschritten. Wir haben mittlerweile 20 nach 7 und es sind immer noch 30 Grad draußen. Also wir haben uns hier wirklich heute richtig derbe die Sonne gegeben. Und ihr hört hier das wunderbare Rauschen der Wellen am Rhein. Und wir fühlen uns, als wären wir gerade aus Holland zurückgekommen oder aus Mallorca oder aus Teneriffa oder whatever. Also Köln ist tatsächlich so einen richtigen Urlaubstag nicht nur wert, sondern also schöner kann man einen Urlaubstag eigentlich gar nicht verbringen. Ich habe auch Sonnencreme im Auge. Das ist immer das Gleiche. Ne? Ja, wir haben uns mehrfach eingecremt. Wir haben ja schon gesagt, wir mediterranen Typen, wir sind dafür zwar gut gerüstet normalerweise, aber wir haben uns trotzdem eingeschmiert. Und wir genießen jetzt unsere Stadt. Und wir sind ja auch beide Kölner, das wisst ihr. Und wir möchten euch jetzt heute in diesem letzten Teil einfach auch nochmal unsere schöne Stadt etwas näher bringen. Gerade den Leuten, die sich vielleicht noch nicht so gut hier auskennen. Vielleicht potenziellen Spielern, die mal irgendwann zu uns wechseln. Und womit fangen wir an? Mit unserem Lieblingsgetränk. Denn das haben wir mittlerweile jetzt auch endlich am Start. Und das ist das Kölsch. Und wir stoßen an auf diese tolle Saison, auf unsere Mannschaft, auf unseren Trainer und auf alle FC-Fans. Grüß euch, Leute. Kölsch auf euch. Und auf 3 Punkte in allen Spielen der nächsten Saison. Das wäre mal nicht so schlecht, ne? Ich würde sagen, da wären wir auch Meister. Das ist gar kein schlechter Plan. Ne? Ja. Ja, was macht... Wir haben eben über die ganzen Positionierungen geredet. Wir wollen gar nicht sagen, was die Stadt ausmacht, weil das so blöd ist. Man kann das gar nicht in Worte fassen. Man kann ja nicht sagen, spürbar anders, das ist echt arm. Ne? Aber was man versprechen kann, glaube ich, ist, dass jeder, der hier hinkommt und in irgendeine Kneipe geht und einen Kölsch trinkt oder so, der wird schon feststellen, dass die Leute leicht ansprechbar sind, dass man leicht Leute kennenlernt, dass man echt Spaß haben kann. Und es wirklich kein Problem ist, hier in die Gesellschaft reinzukommen. Es ist eine offene Gesellschaft. Also total. Man steht nicht vor verschlossenen Türen. Nein. Und also ich kann vielleicht mal beschreiben, wie es ist, wenn man als Kölner in den Sommerurlaub fährt. Also als Kind habe ich das, oder als Jugendlicher habe ich das ganz extrem erlebt. Egal, wo du hinkamst. Wenn du gefragt wurdest, woher kommst du denn? Ja, aus Köln. Aus Köln? So, also es ist einfach eine so dermaßen positiv behaftete Stadt und die Menschen sind weltoffen, die Menschen sind kommunikativ und wie du eben schon gesagt hast, Thomas, das kann auch nur der Tipp an die Marketing, gerade an die neuen Marketing-Leute auch sein. Da muss ich nicht mit einem Schild in der Hand rumlaufen, ich bin spürbar anders. Erstens merken das die Leute sehr schnell. Vorleben und ist angesagt. Zweitens eben, ich muss es vorleben und ich finde es eher peinlich, für einen Kölner mit diesem Claim um den Hals rumzulaufen und das nach außen zu tragen. Es ist für uns die normalste Sache der Welt und das wünschen wir uns für die Zukunft. Das ist so normal. Das ist auch selbstverständlicher beim FC. Woraus besteht's noch? Also wer hier hinkommt, wird natürlich irgendwann den Karneval kennenlernen und das, glaube ich, ist für Leute, die das nicht kennen, dann schon irgendwie befremdlich, weil man in der Stadt, wenn man während des Karnevals in der Stadt ist, gar nicht ausweichen kann. Es ist ja komplett dominant. Es ist schrecklich gewesen, dass wir die letzten Jahre das jetzt nicht so feiern konnten tatsächlich. So, aber, und das ist mal zur Beruhigung gesagt, ne, jeder kann seinen Karneval feiern, wie er möchte. Also du kannst in einen Sitzungssaal gehen, dann wenn du wissen möchtest, wo du sitzt vorher. Ja. Du kannst in den Straßenkarneval gehen, wenn du dich einfach treiben lassen. Du kannst auf private Feten gehen, du kannst auf die Vedelszücht gehen, es ist einfach komplett offen und du kannst es feiern, wie immer du möchtest. Das ist auch relevant, finde ich, und das gehört dazu. Hier kann jeder machen, was er will. Ich glaube, es ist auch ein Punkt, warum so ein Steffen Baumgart so gut hier hinpasst. Der reißt zwar die Fresse auf, aber er sagt, jeder andere darf das auch. Und wenn er mal sich mal irrt, ja, kein Thema. Ja. Und es findet alles auf einer freiwilligen Basis statt. Man muss auch nicht unbedingt als FC ein Karnevalsverein werden, damit man dann am Karneval teilnimmt. Auch das wäre aus meiner Sicht überhaupt nicht nötig gewesen. Ja. Man hat es dann irgendwann gemacht, weil man diese Positionierung, da sind wir wieder bei dem Begriff, als sich der damals neue Vorstand 2012 überlegt hat, wie wollen wir den FC zukünftig präsentieren, wie soll der denn positioniert sein? Ja, da hat man sich das auf die Fahne geschrieben. Das haben dann
die Verantwortlichen die ganzen Jahre auch vorgelebt und die ganzen Feste, wo man alles dran teilgenommen hat. Es wurde im Laufe der Zeit für unseren Geschmack einfach ein bisschen viel. Man hat mehr und mehr das Kerngeschäft vernachlässigt und das ist einfach ein erfolgreicher Fußballverein zu sein. Wirklich back to the roots. Und der Rest ist selbstverständlich. Das muss ich nicht auch noch reklamieren für mich oder zwanghaft irgendwo herbeiführen. Das kommt in Köln von selbst. Ich muss nicht spürbar anders werden per Claim, sondern dafür sorgt das ganze Umfeld. Das wird mich natürlich aufsaugen und ich werde es aufsaugen als Fremder. Und das ist das Versprechen an die Spieler und auch potenzielle Verantwortliche, die zukünftig noch zu uns kommen. Lasst es einfach geschehen. Und ergebt euch. Ne? Es gibt noch so viel mehr. Ne? Es ist eine Stadt der Kunst. Wir waren ja in den 80er Jahren die Weltmetropole. Das haben wir, was Kunst anbelangt, moderne Kunst, das haben wir dusselig verspielt, aber es ist sehr viel hängen geblieben. Ne? Du hast sehr viele große Museen, sehr, sehr spannend. Du hast eine lebendige Galerieszene. Also es ist nicht einfach nur hier Fußball, Karneval. Du kannst jede Menge entdecken. Passagen beispielsweise, ne? Also sehr viele Veranstaltungen, die groß sind. Du hast die Lit Cologne, wenn man sich für Literatur interessiert, also für alle Kulturinteressierte, gibt es ein Riesenspektrum. Wir haben 1000 schöne Orte. Heute können wir nur 4 tolle zeigen. Kneipen, tolle Gastronomie. Ja. Du kannst shoppen. Also es ist einfach ein toller Fleck, um zu leben. Und wir sind ja Kinder des Kölner Westens und treiben uns jetzt aber hier leidenschaftlich den ganzen Tag am Rhein rum. Ne? Und du könntest hier noch 20 andere Strände anfahren. Ne? Also tatsächlich, das ist einfach geil. Und kannst den Tag verbringen, als wärst du tatsächlich auf Teneriffa. Ne? Das macht man nicht oder selten, ne? Dass man mal sagt, komm, Handtuch raus, heute fahren wir an den Strand und abends geht's dann in die Kneipe und dann geht's wieder nach Hause. Das ist ja eigentlich so der Fahrplan, den man vielleicht mal im Urlaub macht, aber das macht man natürlich zu Hause eigentlich nicht. Aber es geht. Es geht. Und wir versuchen das auch in unseren Pressekonferenzen, die wir ja ansonsten publizieren. Wir suchen uns ja immer kölsche Locations raus, die zum Gegner, die zum Motto passen und versuchen die mit zu integrieren und auch so ein bisschen darüber zu berichten. Ich meine, wir fassen uns ja immer relativ kurz, normalerweise 5-6 Minuten. Heute wird ja richtig die Schnüsschen schwarz. Ja, 7, 8 haben wir Also was haben wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie viel wir jetzt schon, also 1,5 Stunden dürften wir mittlerweile schon in 4 Teile dann zusammengefasst. Da muss ja noch geschnitten werden. Und mein Respekt, wer das echt anguckt bis zum Ende. Ne? Also. Also das ist schon super. Es soll auch, dieser letzte Teil, haben wir vorher gesagt, ein kleiner Werbefilm für die Stadt Köln sein. Und jetzt gehen wir trotzdem über zum Verein, zum FC. Und da wäre die Frage, was macht denn den FC selbst für neue Spieler, für Verantwortliche so attraktiv? Soll ich dir mal was ganz Verrücktes sagen? Ja. Die Struktur. Diese neue Struktur, die wir haben, über die Leute so lange so geschimpft haben, wo sie immer sagen, jeder redet mit. Ne? Jetzt endgültig ist doch bewiesen, dass die Leute, die sagen, hier redet jeder rein, ja, dass es nicht stimmt. Wir haben in dieser Struktur jetzt zum 2. Mal Europa erreicht. Ja. Nach Jahrzehnten des Misserfolgs. Ja? Also diese Änderung hat eine Menge gebracht. Und wer mir noch mal kommt mit der Mitgliederrat und das taucht alles nichts, ja, tut mir leid, wir haben dich widerlegt. Es ist Quatsch. Ja. Also ich denke vor allen Dingen an die Armin Fees dieser Welt, die im Doppelpass sitzen und das immer und immer wieder reproduzieren und sich darüber aufregen, dass hier zu viele Leute mitreden, dass hier Amateure mitreden. Mal ganz ehrlich im Nachhinein, der einzige Amateur, der in den letzten Jahren hier gearbeitet hat, das war Armin Fee, der hier Sportdirektor wurde als Trainer. Der war ein absoluter Novize und hat den Job so dermaßen in den Sand gesetzt mit seinem Buddy Werle. Ne? Wir wollten eigentlich nicht mehr über Werle im letzten Teil sprechen, jetzt ist der Name doch nochmal gefallen. Nee, also sorry, diese Struktur, wie wir sie haben mit dem Mitgliederrat, mit dem gemeinsamen Ausschuss, wir haben es oft genug auch in Pressekonferenzen gesagt, die gibt es erstens auch in vielen anderen Vereinen. Es ist ein Erfolgsmodell und wie erfolgreich das sein kann, wenn das Management funktioniert, das haben wir in dieser Saison gesehen. Dann stört das nämlich keinen Menschen bei irgendwelchen Entscheidungen. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Steffen Baumgart sich schon mal darüber aufgeregt hat, dass ihm irgendeiner reingeredet hat. Das gibt's nicht. Das sind alles Hirngespinste. Ja, das war Quatsch. Das ist also wollen wir auch abschließen mit diesen Leuten wie Fee und Co. Das war alles nicht schön. Also der Beweis ist jetzt erbracht, dass das eine Stärke ist. Und ich glaube auch, dass sowas wie
unsere Geschäftsführung heute und unser Vorstand und so weiter eine absolute Stärke sind. Und warum? Weil das alles Teamplay ist. Also da gibt's jetzt keinen mehr, der irgendwie, ich möchte einmal mehr in der Zeitung stehen als du. Das ist vorbei, ja. Da gibt es Menschen, so wie Carsten Wettig, der die Landesbürgschaft eintütet und damit den Verein rettet, ja. Das steht nirgendwo. Also der sorgt nicht dafür, dass das durch die Gazetten geht und er jetzt irgendwie ein Krönchen aufgesetzt bekommt. Das ist Teamplay. Der hat offensichtlich auch keine Journalisten-Buddies. Nein, will er die sich verpflichtet nicht, fühlen, darüber zu berichten und Gefälligkeitsjournalismus zu betreiben. Wie das in der ganzen Clique früher der Fall war und heute ja auch immer noch der Fall ist. Und in dem Kontext vielleicht auch nochmal der Aufruf an unsere lokale Presse, allen voran die Bild-Zeitung, der Express tendiert in letzter Zeit auch in diese Richtung. Leute, macht euch doch bitte davon frei und berichtet objektiv und lasst endlich diese alten Seilschaften fallen. Das interessiert keinen Menschen mehr und die Typen sind sowas von out. Wir können uns jetzt wirklich mal der Zukunft zuwenden. Das ist echt ernst gemeinter Appell. Ich finde das ganz interessant, weil was damit verbunden ist am Ende, ist ja eine Veränderung in der Fußballwelt insgesamt. Und ich glaube, dass wir ein Verein sind, die das relativ, also nicht als erster, nun wirklich nicht, ne, aber jetzt relativ schnell begriffen hat in den letzten 1-2 Jahren, dass wir uns frei machen müssen von diesem total von Beratern gesteuerten, Adressbuch gesteuerten. Hoppala, der Rhein kommt hoch. Hilfe! Oh, die Technik geht unter. Ne? War das dicke war der böse Kahn Schiff da. Genau. So. Also dieses, ich habe ein Adressbuch und da stehen alle Berater drin und der kommt dann mache ich so oder so. Die Zeit ist vorbei und ich glaube, dass es viele Vereine nicht begriffen haben und die sind nach wie vor in diesen schrecklichen Abhängigkeiten. Es ist wichtig, dass man sich aus den Abhängigkeiten löst und wieder zu sich selber findet. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Meeresrauschen am Rhein. Lass uns das mal gerade genießen. Ist doch herrlich. Guck mal hier. Wird langsam auch dunkel. Das ist ja eher Flussrauschen. Wir sind doch in Teneriffa. Teneriffa. Eine Woche Handstand. Wenn du das schaffst, Junge, ey. Ja. Also da können wir das abhaken. Die Struktur ist einfach. Struktur und Vorstand sind Vorteile bei uns. Definitiv. Ja. Was ist das nächste? Die Fans. Hallo. Was? Geilsten Fans der Welt, wird ja oft gesagt. Schaut uns an. Wer in Müngersdorf war, der weiß, worüber da geredet wird. Und das ist natürlich, also wenn das kein Trumpf ist, dann weiß ich es nicht. Und erst letzte Woche, jetzt am letzten Wochenende in Augsburg, in Stuttgart, was wir da wieder auf die Beine gestellt haben, das ist einfach sensationell. So viele verschiedene Fanschichten auch, die auch mittlerweile, und das finde ich wirklich bemerkenswert, und das ist eine echte Veränderung. Also dieses Autarke, dieses Gegeneinander teilweise auch, das ist weg. Also in dieser Saison habe ich wie lange nicht mehr das Gefühl, dass auch die Fans untereinander viel besser verzahnt, synchronisiert sind, kommunizieren, Ultras mit Familienfanclubs. So. Und das sind die Fans und es ist auch, ich komme gerne darauf zurück, weil lustigerweise, die sind doch angetreten, nämlich unser Vorstand, mit dem Satz, Verein vereinen. Ja, das ist der tolle Schal aus Stuttgart hier. Verein vereinen. Also bei den Fans... War das so? Bitte? War das Verein vereinen, war so, oder? Verein vereinen, ja gut, das haben sich ja schon Ritterbach und Spinner damals auf die Fahne geschrieben. Das war schiefgegangen am Ende. Wir haben es nicht geschafft. Weil sie so viel diese ganzen Gewaltthemen auf. Siehste, genau. Fehler meinerseits, entschuldigt. So, aber trotzdem auch der neue Vorstand. Gemein zusammen, was immer. Gemeinsam stark. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt kriegen wir gar nicht mehr auf die Reihe. Wie ist das denn? Ne? So, egal. Also, wenn das Thema Vereinen irgendwann mal auf der Agenda stand, wir sind auf einem guten Weg, ehrlich gesagt. Das wollte ich damit sagen. Und das ist ja auch ist ja auch wurscht, ob du jetzt die Agenda von jemand anderem umsetzt. Wenn sie gut war, ist ja in Ordnung. Absolut.
Was haben wir als nächstes? Was haben wir noch auf unserer Liste? Wir haben noch was da stehen. Lassen wir mal über Europa reden, würde ich sagen. Ne? Ja. Ich glaube schon, dass das der Traum ist, den jeder Spieler hat. Insofern erhöht das die Attraktivität. Und ich glaube auch, dass es viel, viel geiler ist, in Europa zu spielen für eine Mannschaft, die Fans hat. Also nicht irgendwo in Wolfsburg oder Hoffenheim oder wo es keine Sau interessiert, was du da machst, sondern in der Ecke, wo du auf Händen getragen wirst. Absolut. Weil wir natürlich auch ewig gewartet haben auf sowas. Ja? Also mit einem Verein wie dem FC durch Europa zu touren als Spieler, was Geileres gibt es nicht. Das habt ihr bei Frankfurt auch gesehen. Ne? Und ich möchte da auch nicht nur die Spieler ansprechen, die jetzt möglicherweise noch neu zu uns kommen, sondern natürlich auch diejenigen, die uns vielleicht verlassen werden, wollen, müssen, was auch immer. Und wir sind da schon realistisch genug, um zu wissen, Salih Özcan und auch Skiri, einer von beiden wird wahrscheinlich mindestens gehen. Ich hoffe nicht, dass beide gehen werden, aber auch an euch nochmal die klare Botschaft. Ich meine, über Köln haben wir jetzt genug gesprochen. Ihr wisst selber, was ihr an dieser geilen Stadt habt. Und wir haben mal ein Shirt gehabt. Da stand drauf, wer jetzt geht, verpasst das Beste. Und das, was damals galt, das gilt diesmal, glaube ich, ganz besonders. Denn wie wir ja auch schon rausgearbeitet haben in Sachen Positionierung und Zyklus, wir stehen ganz am Anfang einer erfolgreichen Phase. Das ist unsere große Hoffnung. Auch wenn die Ente hier die ganze Zeit das Gegenteil behauptet. Die da rumquakt. Ne? Aber wer jetzt geht, verpasst das Beste. Vielleicht das wäre schön, noch mal den einen oder anderen, wenn es so wäre. Man muss aber auch sagen, dass diejenigen, die jetzt gehen, vielleicht gehen müssen, vielleicht gehen wollen, wie auch immer, die bleiben halt auf alle Zeiten Teil dieser Story. Ne? Also Schaubi und Jannis Horn, das sind die, von denen wir es jetzt wissen, ne? Werden hier auf alle Zeiten ein Denkmal in unseren Herzen haben und können immer kommen. Und ich finde es einfach super, super wichtig, dass wir hier nicht so irgendwelche Söldnervögel... Sieht man die Kleinen? Yeah. Super süß. Die sind süß. Super süß. Ja. Irgendwelche, ne, also das ist hier keine Söldnergeschichte, sondern es sind alles Leute, die hier gemocht werden. Und wenn du sowas erreichst und so viel tust, dann wirst du auf Händen getragen. So einfach ist das. Dann lieben dich die Leute. Ja. Und zwar für immer. Ne? Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und das letzte Wort möchten wir dann nochmal aus unserer Sicht, von uns aus an euch richten, an euch zwei Kölsch-Fans, die es ja tatsächlich auch gibt, und möchten uns ganz herzlich bedanken für diese ganzen Momente, die wir mit euch zusammen erlebt haben, bei Auswärtsspielen in Müngersdorf. Das ist einfach das, was uns antreibt. Das ist das, was uns Kraft und Motivation gibt, zu jedem Heimspiel diese Pressekonferenz zu machen, zu jedem Heimspiel sich mit unserer tollen Stadt Köln zu beschäftigen. So einen völlig bekloppten Tag wie heute, Entschuldigung. Also was ist das für ein Tag von morgens bis abends? Ja. Völliger Wahnsinn. Bis dir die Haut abpellt. Diesmal sind wir so gut eingerieben, dass es gut funktioniert. Aber es ist natürlich völlig bescheuert. Und vielleicht noch mal kurz der Verweis, wir haben ja auch mit furchtbar viel Arbeit diese Seite jetzt auf die Beine gestellt. Ich fände es einfach großartig, wenn ihr die annehmen würdet, wenn ihr auch da Spaß dran hättet. Ne? Nur dann macht die natürlich Sinn. Also für uns selber ist das von begrenztem sozusagen Wert, also macht Arbeit. Ne? So, also wenn ihr euch da einbringt, es gibt eine Kommentarfunktion, beleidigen bitte per E-Mail und Lob in die Kommentarfunktion. Wäre einfach geil. Und all die Leute, die wir treffen und wo es Fotos gibt und sowas, schickt uns die, postet die da, fände ich großartig. Ja, und es gibt eben auch ganz viel unveröffentlichten Content auf der Seite, der jetzt noch nicht bei Facebook oder bei Instagram gelaufen ist. Da findet man Sachen, die man noch nicht kennt, und da kann man rumstöbern und da kann man die ganze Saison nochmal erleben, auch in Verbindung mit unseren Mottos, die es da gegeben hat. Und also wir haben schon ein Späßchen da dran und hoffen, dass ihr das auch habt. Und jetzt würde ich sagen, ist der Punkt des Abschieds wirklich gekommen. Fällt mir jetzt echt schwer nach dem langen Tag. Ne? Ja, fast 12 Stunden sind wir jetzt. Jetzt sind wir einmal dabei, jetzt können wir weiterreden. Ne? Was macht die Oma? Ja, komm. Leute, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße an euch gehen raus. 2 Kölsch auf euch. Ja, Prösterchen.